Grüßt euch, der Fighter oder so. Und schön, dass ihr da angeschaut habt zu Euer Zock A Bavarian Tale. Die Geschichte von Inspektor Schmidt auf dem Lande aus München gekehrt. Der Preis in Bayern, Niederbayern, schätze ich einmal. Und wir haben das letzte Mal aufgehört. Wir haben die große Schlacht geschlagen auf dem Wege. Wir müssen als nächstes in den Schurmeierhof. Vorher jedoch werden wir nur ein paar Punkte verteilen. Und zwar werden wir die Ausstrahlung nach oben setzen, sowie Scharfsinn. Ich glaube, die zwei sind gerade gut. Na, irgendwie mag ich Bauchgefühl machen. Mein Bauchgefühl sagt Bauchgefühl. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe das Ganze schon mal gespielt. Ich habe aber vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also müssen wir das Ganze nochmal machen. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Vorwissen, deswegen Ausstrahlung und Bauchgefühl nach oben. Wir werden auch noch schnell mal zu einer Werkbank gehen, um uns noch das ein oder andere zu craften. Dafür müssen wir noch Alka vergehen und dann fetzen wir zum Schurmeierhof. Und dort werden wir... Da ist Kathi, grüß die Kathi, mag Alkaffer. Das ist alles, grüß die... handeln! Ich möchte gern handeln. Rezept, kleine Brotzeit. Nein, das ist das, was ich verkaufe. Nee, das kann ich kaufen. Besonderer Blauplan Angel, den kann ich verkaufen. Die Kugeln brauche ich nicht mehr. Da die gern alle drei verkaufen. Fundworte, nee. Schinken, Wasser, Schleifpapier, Bibelvers, Stein. Ich weiß nicht, was wir noch alles brauchen. Seuz, Räuberbrief. Verkaufen. Guck, da kann man bestimmt ein paar verkaufen. Dann haben wir hier so. Und jetzt da die gern kaufen, ein bisschen Bier. Das ist ganz schön voll. 8 Bier kaufen. Minus, das ist aber okay, wir haben ja ein bisschen Geld. Breze brauchen wir nicht, Rahmschwammel kaufen wir nur. Rahmschwammel kaufen wir nur 3 oder 4. Und dann da die jetzt handeln. Auf zur Werkbank, wo auch immer die jetzt ist. Ich habe natürlich mal wieder keine Ahnung, wo die nächste Werkbank ist. Da irgendwo eine Werkbank. Das wäre mir sehr lieb. Da ist, glaube ich, eine Werkbank. So, ich würde gern die große Brotzeit herstellen. Wir haben keinen Schinken mehr. Brillenpflegeset. Feinmechaniker-Set können wir auch nicht machen. Parfüm können wir nicht machen. Beruhigender Tee zubereiten. Große Brotzeit haben wir schon. Schuhpflegeset können wir nicht. Puppe. Ich weiß nicht, was ich mit der machen sollte. Laterne auffüllen. Können wir nicht. Okay. Mehr kann ich jetzt gar nicht machen. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was wir davon jetzt gebrauchen können. Ich hoffe, dass wir was davon gebrauchen können. Jetzt geht's zum Schurmeierhof. Dort belauschen wir den Old Schurmeier und seine Tochter. Die Quest heißt... Wie hieß denn die? Dunkeln. Liebe Verwandtschaft. Die Quest, die wir da machen, heißt die liebe Verwandtschaft. Entschuldigung. Und jetzt gehen wir erst einmal das Gespräch belauschen. Und wenn wir das Gespräch belauscht haben, dann werden wir mit dem Herrn Schurmeier selber reden, dass wir diese Quest abschließen können. Das können wir auf alle Fälle. Die Frage ist, ob wir dann noch weitermachen oder ob wir dann bis zum nächsten Mal warten. Ich schätze, dass wir noch diese und 2 weitere oder diese und noch eine weitere Folge haben und dann müssen wir das Spiel durch haben.
gibt bestimmt noch Sachen zu finden und zu erforschen, zu entdecken. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin froh, wenn wir die Hauptstory dann durch haben. Ja, dann müssen wir ein Stück weiter vorlaufen und bis zum F warten. Hier taucht das F auf, dann da rüber gucken und hier klicken. Genießt es. Wenn ich's da doch sag, die sind doch nicht ganz blöd, die merken doch, dass da was nicht stimmt. Vater, jetzt hört zum Spinner auf. Wie soll denn das rauskommen, bitteschön? Der Lenz ist tot. Ja, mit dem anderen da, dem Gescheithaferl aus der Stadt, der da ständig Frank steht. Der hat es in der Scheine gesehen, die blöde Puppen und alles. Der wird doch keine Ruhe mehr geben jetzt. Der weiß gar nichts und der kann uns auch gar nichts. Wir kümmern uns selber um unsere Angelegenheiten, wie wir das schon allweil gemacht haben. Und was ist mit der Resi? Mit der Resi, was sollt mit der sein? Die hockt in ihrer Hütten und streichelt Blärme oder was die da immer macht. Na, meinst die sagt was? Was soll's denn sagen? Die hat doch erstens keine Ahnung nicht und zweitens redet die mit niemals. Die geht auch nicht einmal in den Ort. Und wer hört derer schon zu? Die nimmt doch keiner für voll. Ursel, ich sag dir, bei sowas hören die Leute ganz genau hin. Egal wer redet. Mei, Vater, wenn's dann besser schlafst, red ich halt mit der Resi. Ja, und wann? Was willst du dann zu ihrer sagen? Das lasst einmal schön meine Sorge sein. Wenn ich sag, ich kümmert mich drum, dann mach ich das auch. Ich geh gleich auf dem Weg heim bei ihrer vorbei. Ich weiß nicht. Der ganze Ort benimmt sich eigenartig. Ich sag's der Ursel, die wissen was. Gar nix wissens. Du musst jetzt wirklich einmal beruhigen, Vater. Nachher in der Kirche wirst du das schon sehen. Die sind nur mit sich selber beschäftigt. Ja, spinnst du jetzt? Wir sollen in die Kirche gehen. Ja, und dann? Freilich gehen wir in die Kirche. Die Leute würden viel mehr reden, wenn wir nicht hingehen daraten. Das wirst schon merken, dass niemand etwas weiß. Glaub's mir, Vater. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man... Sollte man was, Vater? Du hältst jetzt besser geschlossen. Und mir reicht's jetzt auch mit deinem Selbstmitleid. Wir sehen uns in der Kirche. So, wie wir erfahren haben, haben wir nicht wirklich irgendwas erfahren. Deswegen jetzt ein kleines Gespräch mit dem Herrn Schornmeier. Schornmeier, Entschuldigung. Hallo, Herr Schornmeier. Was ist denn auf Ihrem Hof los? Erklären Sie mir endlich, was das alles zu bedeuten hat. Was willst du denn schon wieder da? Man glaubt ja kaum, für was die Regierung auf einmal ja Geld hat. Dir erkläre ich schon gleich gar nichts, du Hanswurst. Eins? Ja, wenigstens scheinst du den Tod von meinem Sohn aufklären zu wollen. Aber wenn ich die Nummer beim Rumschleichen erwisch, na gnade dir Gott. Wo ist meine Maus? Auf reflektierte Aussagen reagiert neutral, auf skurrile Aussagen reagiert unbekannt auf harte Linie. Wir nehmen jetzt einmal das hier, das erinnert mich an Monkey Island. Ich zittere, ich zittere! Aber das ist doch nur leere Drohung. Es muss doch auch einen Weg nach vorne geben. Wir sollten uns... Wobei, leere Drohungen beeindrucken mich nicht. Ich empfehle Ihnen, jetzt zu reden, bevor es zu spät ist. Wir nehmen das. Bevor es zu spät ist? Spät für was? Willst du Zipfelklatscher mir jetzt drohen? Sowas habe ich ja noch nie nicht erlebt. Mach dich nicht unglücklich, Bur. Geh einfach zurück in die Stadt und lass die Vergangenheit ruhen. Vergangenheit? Hat das alles etwas mit dem Suizid der Magd zu tun? So, Ausstrahlung. Wir kennen die Ausstrahlung nicht hochpushen. Mit nichts, was wir dabei haben. Sehr gut. Finde ich richtig toll. Freut mich. Wie Hölle. Die leckt mich doch am Arsch. Schaut aber bisher nicht schlecht aus. Schaut richtig gut aus. Verlassen. Mei, Dezenzi. Wäre das bloß nie passiert. Jetzt verdreht sie selbst dem Tod noch die Männer am Kopf. Da haben wir die Information nicht. Die ist sehr tragisch. Wie meinen Sie das? Du
verstehst das alles nicht. Du kennst uns doch gar nicht. Richtig? Misch dich nicht ein. Ich misch mich auch nicht in deine Angelegenheiten. Ich werde aber ein. dafür verzollt. Ich brauche jetzt erst einmal einen Schnaps. Das glaube ich gerne, aber könnten wir vielleicht das hier noch klären, bevor sie sich volllaufen lassen? So, nochmal Ausstrahlung. Hope. Das wird wohl nix. Oh, mal drüber, komm bitte. Wow. Ja, es sind immer die Weiber, die mir die Schere reinbringen. Braucht man sich eigentlich gar nicht wundern. Wenn ich da noch einen Rat mit auf den Weg geben darf, na halt dich vor die Weiber fern. Dann geht's dir vielleicht besser, wie mein Mama Bur. Es fehlt uns mal wieder eine Information. Und wie meinen Sie das? Hat Ihr Sohn etwa zu Bund getrieben und die Quittung dafür bekommen? So, Bauchgefühl. Gleich mal 1 hoch. Und nur 2 mal hinauf. Elf und höher. Ja! Was? Wie meinst du das? Glaubst du, dass der in der Pfützen versoffen ist? Das macht aber auch keinen Unterschied mehr. Da bleibt er so oder so. Gefallen nicht nutzen. Wir sind im positiven Bereich. Ich glaube, das funktioniert also. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich kann doch nichts gegen meine eigene Familie sagen. Das bisschen, was mir davon noch bleibt. Wir nutzen die Informationen. Ich weiß, dass Sie ein guter Mensch sind. Sie kümmern sich um Alois Junior. Der Bur, der arme Bur, der soll's einmal besser haben. In seinem Gesicht zeichnet sich der Kampf ab, der in seinem Inneren tobt. Konfrontation beenden. Mit all dem werde ich wohl leben müssen. Manchmal muss man gar nicht sterben, um in der Hölle zu landen. Der Herrgott richtet schon auch unter die Lebenden. Ob ich will oder nicht, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich muss retten, was noch zum Retten ist. Aber such den Bur vom Hof meiner Tochter. Und pass auf ihn auf. Such den Bur und lass mich im Frieden. Und schick die besser. Du hast immer viel Zeit. Auf dem Pfistnerhof darf die keiner singen. Okay. Es ist jetzt tatsächlich anders gelaufen als beim ersten Mal. Gleich mal wieder Punkte verteilen. Und zwar mit den... Oh, was müssen wir da jetzt hochtreiben? So weit war ich dann noch nicht. Deswegen, da die jetzt gerne noch den Scharfsinn ein bisschen hochpushen. Ich weiß nicht, ob ich ihn brauche. Irgendwie habe ich das Gefühl. In dem Fall ist es wirklich Gefühl. So. Wir könnten jetzt nur da schauen, weil wir haben, da. Wir haben neue Informationen über den einen oder anderen. Harald Schweiger, Geschwinden, Gersbacher, Treude, Schormeier. Schormeier. Alles Junior zu kümmern, tralalala. Schormeier glaubt an einen Flug. Na. Kur, wo ist der Kur? Leube, Müller, Quenten, Eudi, Schormeier, Pfarrer Beile, Schorsch, Apollonia, Knecht Friedel, Alois Pistner. Als er daheim war. Ursel Pistner. Und Schormeier, der Junge. Ich weiß echt nicht, was ich da jetzt noch anklicken soll. So, auf zum Schormeierhof, zum Pistnerhof. Da geht's nämlich weiter. Auf dem Hof soll uns keiner singen. Ach, Kinders. Das ist alles nicht so einfach. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe.
So. Back in the city. Dum, 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 dum. Mädels, seid mir gegrüßt. Das ist schön Umweg gelaufen. Hätte ich anders machen wollte, wäre, wenn ich gelaufen war, direkt rausgekommen bei ihm, beim Hof. So, hier sollte ich mich umschauen, sagt er. Ja? Was ist da? Gebüsch? Ja, das ist ein Gebüsch. Das habe ich verstecken. Machen wir verstecken. Das müsste jetzt schon die Quest, die Last der Beweise sein. Hier verstecken, um abzuwarten und den Jungen zu belauschen. Gut, machen wir das. Huiuiuiui, ich bin so aufgeregt. Wenn das hier hat, dann bin ich der größte Entdecker, den Wolpertshofen je gesehen hat. Aber gut, nicht lang warten, sonst schnappt sie nur etwa alles weg. Oder der Hurbi, der Arsch, kriegt mir in die Finger. Na, die Gedanken lassen wir mal lieber. Also ab. So. Jetzt fährt's da los. Dann laufen wir ja mal noch. Ich kann nicht schneller laufen als so. Laufen weiter noch, laufen weiter noch. Egal was jetzt passiert, einfach weiterlaufen. Ja, genau. Mein Bur renn halt nicht so schnell. Wo willst du denn hin? Und da geht's ja noch Minger. Du machst ja nicht noch Minger laufen, du dummer Hampelmann. Unfassbar. Jetzt zumindest die Augen da draußen. Alle sind ja hier im Wald gelaufen. Ansprechen. Auf einer Lichtung steht der kleine Alois. Er sieht dich mit großen Augen an. Junge, was suchst du denn hier? Großes Geheimnis. Der alte Schormeier sagte mir, dass du irgendwas weißt, das weiterhelfen könnte, die aktuellen Geheimnisse im Ort aufzuklären. Wissen? Junge, ich habe gehört, was du unterwegs gesagt hast. Hier gibt es irgendwas. So, Wasser bringt den Scharfsinn noch nach oben. Jetzt brauchen wir es noch nicht. Schauen wir mal. Brauchen wir immer noch nicht. Schauen wir weiter. Brauchen wir immer noch nicht. Weiter. Jetzt brauchen wir es. Passt. Hätte auch ohne Wasser gereicht, aber es ist jetzt. Ja, Sie haben recht. Das ist total narrisch. An dem Tag, wo wir uns das erste Mal begegnet sind, war ich nach der Aktion mit den Wachen nur weiter im Wald unterwegs. Auf einmal hab ich im Nebel bei der Nacht gesehen, dass da etwas stand und was verkrochen hat. Genau da irgendwo. Das war mit Sicherheit der Pascolini. Der hat da seinen Reiberschatz verkrochen. Und genau den hol ich mir jetzt. Da waren zwar kurze Zeit vorher nur 2 andere Reiber im Wald, aber die hab ich später nimmer gesehen. Ich denke mal, dass die mich nicht gesehen haben.
sonst hätten die mich gewiss schon geschnappt. Und wissen's, was an all dem das Seltsamste ist? Die zwei Reiber haben sich a Bussel gegeben. Auf den Mund. So schön. Aber gut, kann ja jeder machen, was er will. Und ich will jetzt einen Schatz ausgraben. Okay. Deswegen schnapp ich mir jetzt auch mal mein... Oh. Haben Sie zufällig eine Schaufel parat? Ja. Oh, das ist gut. Dann machen wir's jetzt auch so. Sie suchen einen Schatz und ich bewach Erna vor die Reiber. Aber schicken's Erna, ich muss pünktlich zur Kirche wieder im Ort sein. Sonst gibt's furchtbaren Ärger. Der Schatz ist irgendwo in dem kleinen Waldstückel zwischen dem Baumstamm im Wasser, der Mui und meinem Bastelplatz am Baumstumpf. Ihr legt mich am Arsch. Sie schaffen das schon. Erna Adleraugen kommt nix aus. Sie den großen Augen an, Gespräch verlassen, weil ich habe ja noch nichts gefunden. So. Sei Bastelplatz und Wasser. Das war jetzt Zufall. Graben. Diesem Ort wurde etwas vergraben. Ich habe hier gegraben, ausgraben. Komm, wir werden jetzt ausgraben. Du findest einen Brief. Interessant, aber wie ein Schatz sieht das nicht aus. Grabung beenden. Ich habe hier schon mal gegraben. Schriftstücke. Ausgegrabener Brief. Lesen. Mein geliebter August, ist ein wahnsinniges Geheimnis aufrechtzuerhalten. Mit jedem Tag, in dem ich Charlotte sehe, zerbricht mein Herz. Warum verurteilt man uns für die Liebe? Warum dürfen wir hier nicht zeigen, wer wir sind? Warum muss es so ein Herzleid leiden? Ich verstehe nicht, hoffe, wir treffen. Wir können nichts versteckt treiben, brechen uns nichts. Und wenn wir nur eine Minute teilen können, so wie wir es wünschen, so werde ich den Pfad beschreiten für dich, für uns. Ich vermisse dich, deine S. Dann rennen wir jetzt zurück zum Bur und sagen, dass wir was gefunden haben. Ich weiß nicht, was... wo war denn der Bur jetzt? Da ist er. Ansprechen. Weiter. Ich habe etwas gefunden. Lassen Sie mich mal singen. Ich habe einen alten Latrinenplatz. Ich habe diesen... Lassen Sie mich mal singen. Klingt interessant. Aber welche Reiber daten an Brief vergraben? Der Schatz war deutlich größer. Schauen Sie doch bitte weiter. Lassen Sie mich mal singen. Das war wohl ja Glück. Lassen Sie mich mal singen. Okay, das war nicht das, was wir gesucht haben. Dann wieder daher. Aber ich wüsste nicht, wo wir hier... Na, super. Und das Ganze auf Zeit, weißt? Ausgraben. Du findest eine Jacke. Eine Jacke ist gut. Begraben, warum? Vielleicht solltest du mir alles in der Grabung beenden. Auf zur Allusinie. Noch haben wir Zeit. Hoppala. So, der ist da oben irgendwo. Wenn ich das irgendwann einmal gescheit im Griff hätte, mich nicht zum Verlaufen wollte. Der Horror. Wo ist der scheiß Bursche wieder hier? Bur. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Jetzt haben wir verloren. Jetzt geht Zeit verloren. Ohne Ende geht Zeit verloren. Mei. Oida.
Erst einmal hell, jetzt wieder. Ja. Doch, da war's. Komm, Buddel. Toll. Wo ist der? Da ist der Saugur. Oh, bitte lass die Jacke gewesen sein. Auf einer Lichtung steht der kleine Alois. Weiter. Ich habe etwas gefunden. Lass mal sehen. Ich habe diese Jacke gefunden. Lassen Sie mich mal sagen. Hier. Das ist der Schatz. Aber, hä? Das ist ja nur die alte Jacken vom Hans Girgel mit einer kaputten Bibel drin. Das ist ja gar kein Schatz. Und dann ist auch noch kaputt. Der Federknopf, das können's behalten. Blöd. Ach, schade. Ich hab gehofft, dass der Schatz mich reich macht. Wie schön wär das gewesen. War's das? Das war's? Hä? Was ist das denn? Der Junge schaut nach oben. Weiter. Da kraxelt doch etwa im Baum rum. Das ist der Rupp. Schauen Sie mal. Ich hab nicht gewusst, dass der so gut klettern kann. Im Baum siehst du die Umrisse eines Menschen. Weiter. Genau hinter entdeckst du. Weiter. Dass der Rupp einen Strick um den Hals hat und an einem Ast hängt. Hier leckt mich am Arsch, wie viel Tode gibt's denn da noch? Rupp, komm aber! Du kriegst meinen Schatz nicht. War eh bloß eine Jacken. Du gehst jetzt besser. Wieso? Der Rupp klettert doch nur. Klettert doch... Oh Gott. Ist er etwa... Er ist tot. Wer macht sowas? Hör zu, Junge, du gehst jetzt direkt nach Hause. Es ist hier zu gefährlich für dich. Schwierigkeit, Ausstrahlung 14. Na toll. Nur mal so, dann bin ich zufrieden. Yes. Ja, wenn's meinen. Und nochmal Punkte. Hey, leck mich fett. Was der man da nur ich weiß nicht. Mehrer Scharfsinn. Mehrer Scharfsinn ist bestimmt nicht schlecht. So, wo hängt jetzt der andere? Wo hängt er? Hey, Rob. Wer ist der Rob? So, geh zur Kirche. Wir gehen zur Kirche. Abendgottesdienst. Das ist schon bitter. Kommt's mir jetzt bloß eine Blätter auf, wenn es nur da seid. Ich sag's gar nicht da. Da ist ja gar keiner. So. Bevor wir jetzt... Shit. Ah. Die Gemeinde hat sich der Kirche versammelt und verfolgt angespannt das Geschehen. Meine lieben Freunde, Vollgas mache ich das jetzt. Das ist nämlich der Cliffhanger vor dem Herrn. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen da, ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut's nächste Woche wieder rein. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, ob der Hans Girgel wirklich der Täter ist und warum er es gemacht hat, wenn er es gemacht hat.
wissen wir ja noch nicht. Jedenfalls, bis nächste Woche Montag. Bis nächste Woche Mittwoch. Und bis dahin. Bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, was ihr habt. Pfiat euch und Papa. Ah ja. Der Fight, oder?